Haut um 1. Advent Sonntag begrüßen Sie euch aus der Kirche von Asselbourg, wie wir drauf von heute Sonntagsmass. Es singt Choral Saint-Cécile Asselbourg, Dirigentin ist Monique Palzer-Weber, Organistin Dan Weiss de Jong. Sie spielt als Entrée Fanfare vom John March. Donno sangen wir Am Kranz brennt ein Kerz von Kindsee a Friesing, Messe en Français von Patrick Colombo. Still zünden wir ein Licht nun an vom Meyerhofer. Sind die Lichter angezündet von Sandig an Engel. Jesus, unser Retter, naht, von Breas Heizmapund. Und als Schlusslied Venez die Messie von Roger an Barjon. Döchel spielt als Sorti, wachet aufruft uns die Stimme vom Johann Gottfried Walter. Das Mass als Covid-Manifestation ugemeldet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Leif Leid heut zu Aselburg an der Kirche, leif alle Gur, die da iwwer Medien mat deis verbunden sind. Semper vigilans, immer wuchtsam. So heescht de Motto vun der Stadt San Diego an Kalifornien. Die Stadt ist bekannt für ihre kilometerlange Strand mit weißem Meersand, a bestem Sommerwetter. Wie der Chefrot von San Diego de Wuppespruch Semper Vigilans gewählt huet, da gonget ihm für allem die Furchtsamkeit an die Durchsamkeit am geselligen und am gesellschaftlichen Leben. Semper Vigilans. Die Furchtsamkeit als so ein Schlüsselbegriff am Lukas-Evangelium, aus dem wir allsonnige Lo von diesem neuen Kirchenjahr werden lesen. Vigilant sind vis-à-vis von den Gefahren, aber auch für das Gut, das Neid und das Unerweit, das dabei zukommt. Darum geht es. An keiner Zeit mehr wie am Advent das ugesot furchtsam, aufmerksam zu sein, an eis op Begegnung mit Christus zu präparieren. Lohai an der Mass, an ein Keier definitiv. Sind wir also Ki-Viv, denken wir an San Diego a Kalifornien, Semper Vigilans. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, denn bei Gott unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, alles steht in deiner Macht. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen und uns durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten, damit wir den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Brüder, der Herr lasse euch wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch lieben, damit euer Herz gefestigt wird und ihr ohne Tadel seid, geheiligt vor Gott unserem Vater, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen kommt. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, bitten und ermahnen wir euch im Namen Jesu des Herrn. Ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch so. Werdet darin noch vollkommener. Ihr wisst ja, welche Ermahnungen wir euch im Auftrag Jesu des Herrn gegeben haben. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht, so wie man in eine Falle gerät. Denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wachet und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Liebe Brüder, ein Quiz froh. Wie viel Brecken hat das Land? Genau 1271. Hat nicht gedurcht, gell? 1271. Was wird Stadt Lützeburg zum Beispiel ohne hier Großbrecken, die Aalbrick, die Neubrick, die Rotbrick? Ohne sie wird den Trafik und Leben an der Stadt unmöglich. Brecken beeindrucken und faszinieren. Einmal am Leben über die Golden Gate Bridge zu San Francisco fuhren, davon drehme viel Leid. Von der Stadt Hamburg wird sogar gesagt, sie hat 2500 Brecken, mehr wie all andere europäische Großstädte. Brecken sind technisch Bauwerke. Sie verbannen zwei Ufer mit den Nähen. Sie überwannen Delten, Grief, Schluchten, Bergen, Flüsse und Straßen. Die technischen Leistungen, die zwischen Jahrtausenden die Architekten und Ingenieuren beim Brückenbauen erbracht haben, sind impressionant. Immerhin die grandios Rekorde abgestellt, wenn es um Länge, Teicht oder die Spannweite von Brecken geht. Wir erleben aber auch gelegentlich, dass Brecken a Gefahr sind oder sogar zusammenfallen, wie für uns 2 Jahre zu Genua an Norditalien. Andere Brecken müssen wenigstens übermäßigem Trafik gesperrt gehen. Brecken haben Symbolcharakter. Wir können eng gülle Brick bauen für gegengesetzte Überbricken. Wir können Brücke schlagen, Kontakte knüpfen, Freundschaft schließen zwischen Völker und Staaten, zwischen Konfessionen, Allen und Junken, Armen und Reichen, zwischen kontroversen Standpunkten oder Lebensphasen. All Brücken handelt sich aufbrechen, bedeutet, sich all Möglichkeiten holen, für etwas zu revidieren. Brücke verbannen, sede gefliegelt wird, besonders am überdrohene Sinn. Brücke feiern zusammen, überwannen aufgrenzen und Grenzen, machen Verbindungen möglich, wo vierdrun kein waren. Die vom Breckeschlag von der Och kontrolliert mal nur der Mass nicht lo. Ob all ihren Euro-Geldscheiner. Ob all Scheiner sind auf der Rückseite unterschiedlich Brücken zu sehen. Die Relationen von den europäischen Völkern inneren Nähen symbolisieren sollen. Guckt her nur. Liebe alle gut, als Bibel ist voll von Geschichten, die schwätzen vom Breckenschlag zwischen Menschen und Gott. Obwohl das Wort Breck nicht an der Bibel vorkommt. Wahrscheinlich fällt Res
an Obenthaltsgebieter vun de biblische Völker meescht Flachwüstenlandschafte wären an, ofgesi vum Nil a vum Jordan keng Flüss hatten. Gott setzt no der Sintflut sei Rebau an den Himmel, als Zechen vu senger Allianz mat de Mënschen, eng wunderschei Brick zwischen Himmel an Erd. Lo an der Adventszeit berede me eis op dat grost Bricke fest op Christtag vier. Christtag baut Gott eis eng Brick vom Himmel hier op d'Erd, wo sich selber Ruf bei eis Mënschen. Ma erliewen, wie am Advent doch Leiit mat beschäftigt sinn, Bricken zueinander zu schloen. Ma schreiwe Karten a Brewer, ma schicke Päck, die ma Schäfer packen, ma gestalten extra schei Mailen, feiere lang Telefonsgesprächer. Vernachlässigt Kontakter a Bekanntschaften ginn gepflegt, ganz Familie an de Blick geholt. Auch die Bereitschaft, Brücken zu Menschen an Notlären zu bauen, als immens groß. Sachspenden an Donen gigär gemäht. Am Advent schlumer Brücken zu dem, was uns wirklich wichtig ist, auch Brücken für beiden Herrgott. Lief Leute, an engem Mond spätestens wird mat Krüppchen betruchten. Sie ist Brick vu Gott zum Menschen. Am Frohneis dreht die Brick. Wat wir Brecke will mir sos an dieser Adventszeit, an herno an der Christzeit betriden oder bauen. Gott huet op Christtag eng Brick zu Eis hi gebaut, an dem sen sei Jung Jesus Christus geschickt an Eis geschenkt huet. Kripp as Brick vu Gott zu de Mënschen a vun de Mënschen zu Gott. Wie die Jesus Mönch gëtt hien Brick par excellence tschent Himmel an Erd, tschent Gott an de Mënschen. Des Verbindung hält an se gëtt halt. Wann ma eis op Jesus Christus allossen, as eng Welt sein Horizont betreden, da komme ma un bei Gott. Weil der Jung vu Gott, den op Christtag an d' Welt kënnt, gëtt as engem Liewen e wirklichen Brickebauer, ein Pontifex. Pontifex bedeutet eben just Brickenbauer. Hier geht bei Menschen an hört kein Berehrungsängsten. Kennt die konkret nicht als Sorgen, aber wenn sich besonders um die Arm, krank, die ausgegrenzt an verlassen. Wir kennen die viel eindrucksvoll Begegnungs- und Heilungsgeschichten aus den Evangelien. Da gi Menschen nicht bei Lisette geloss, wie so seht, wie bei Gott gefauert, als eng heelend Gegenwart. Lief mat Christen, wir sind an der Nachfolge vom Jesus geruf, auch mir solle Brickebauer gin a sinn. Dat sind wir besonders, wenn wir den Dialog pflegen, den Dialog inneren Nähen, aber auch mit Menschen von anderen Gesinnungen an Kulturen, auch von anderen Konfessionen und Religionen. Also nicht mauern, nicht betonieren, mehr Eis abmachen, am dürbelen Sinn. Das Evangelium von Haut als sogenannten apokalyptischen Text erschwätzt Eis, wie schon die Letztsondiger vom Ende von der Zeit. Wir können die Endzeit individuell als eise persönliche letzten Tag oder kollektiv als universell Ende von der Menschheit und als Weltuntergang deuten. Do wo alles changiert, a radikal anecht wird gehen. Egal wem wir es uppacken, die Endzeit können wir nicht umgehen. Sie geht eis lo schon etwas un. Sie können dabei durch, an irgendwie ein Kehr als Schluss. Man müssen sie wohl oder übel a Rechnung stellen, weil wir bewegen uns ja unweigerlich ob uns en zu. Guckt den Adventskranz. Hier weist das jo große Rondel ob den neuen Erdkreis, den uns bevorsteht, an dem mat de Menschenjung Jesus Christus, wann herumkommen wird, sing Vollendung findet. Dafür hilft durch den Adventskranz eist Brick zu schloen, nicht nur von Lo bis Christtag, aber auch ob die kommende Endzeit hin. Wie aber die Zeit bis dahin sinnvoll überbrücken
an opfüllen. Auch du könnt das Evangelium eis zu Hülf. Es trifft eis zu, wachet und betet. Furchtsam sind an Bierden. Wachet und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Als die wachen an Bierden, steigen wir eisem Herr entgehend. Wir machen das, indem wir sorgsam und nüchtern als täglich Aufgaben erfüllen, die als manchmal leicht und unbeschwert von Hand gehen und anderen mit viel Anstrengung und Widerwill verbunden sind. Und wir realisieren, dass das Leben eine Art Prüfzeit ist, ein Stage gewissermaßen, wo wir uns entrainieren für die Ewigkeit. Wir gehen invitiert in diesem Gesichtspunkt von der Ewigkeit, sub specie eternitatis, als Leben, als Handeln, als Schaffen, als Kaufen, als Schwätzen, als Denken, neu zu zochtieren. Wie das wir neu abgestaltet, relaunched, selbstbewusst, amat Fried, dem Menschenjung können entgegengehen, über die Brick, die hier selber Eis baut. Den ersten Schritt auf hier zu, liebe Brüder und Schwestern, machen wir lo, hei an Haut. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herrgott, du seist Sehnsucht noch Glück an Herz gelöscht. Dafür bringen wir voll Vertrauen, a voll Hoffnung als Gebet lo für und dich. Mir bete besonders für die Welt, für die Nationen, die sich im Frieden und Gerechtigkeit bemühen. Los die Hoffnung oblieven, die am Fong von allen Menschen verborgen ist, die Hoffnung auf Freiheit und Glück. Herrgott, Herr Eis. Für die Geistlich, die immer um den Weg von Jesus Christus an den Herzen von den Menschen vorbereiten wollen. Bleib du die Quelle von ihrem Leben an Kraft von ihrem täglichen Schaffen. Herrgott, Herr Eis. Für alle christlichen Gemeinschaften, die ob die Komme von Jesus Christus werden, los sie bewusst encouragiert, nur Dingen Willen leben, an Handeln, und dadurch dein Reich für alle Menschen immer mehr mit dir verwirklichen. Herrgott, Herr Eis. Wir drohen an unserem Gebiet all menschliche Aufweidungen, werden ob Erbicht an einer Dach, werden ob Freundschaft und Verständnis, werden ob Umkehr an der Lesung, werden ob eine neue Begeisterung. Schenke uns Kraft und Hoffnung am Alldach, hilf uns, dass wir uns das Dicht meegehen, gut gehend all Mensch zu sinn, Herrgott, Herr Eis. Wir beten für uns Gemeinschaft den Durch von Jesus Christus. Schenke uns dein Geist von Barmherzigkeit erlebt. Los uns selber froh Zeichen gehen von der guten Nachricht. Herrgott, Herr Eis. Herrgott, du allein kannst uns das gehen, worauf wir werden. Erlesung, Glück. Beglede uns mit deiner Kraft, erweise uns den Leib an deinem Sohn, den du uns schickst. Jesus Christus, als Bruder an unseren Herr. Amen. Sind die
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zu Heil der ganzen Welt. Allmächtiger Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Nimm die Gaben an, die wir darbringen. Mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Erlösung und rufe uns an deinen Tisch im kommenden Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie gehört. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn in seinem ersten Kommen hat er sich entäußert und ist Mensch geworden. So hat er die alte Verheißung erfüllt und den Weg des Heiles erschlossen. Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, werden wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wachem Herzen gläubig erwarten. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine Tod. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft.
so bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude und seinen Weihbischof Leo, die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Übel. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Herr wird seinen Segen spenden und unsere Erde bringt ihre Frucht hervor, der Leib Christi.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns an deinem Tisch mit neuer Kraft gestärkt. Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke unseren Blick auf das Unvergängliche, damit wir in allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.